Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife Transformers One lebt am Kino. An der Transformers hat ihn an den letzten Jahren wohl genug, aber kann Transformers One vielleicht Ruder rumreißen und mal ein bisschen etwas Besseres aufliefern, wie das, was wir bislang gesehen haben? Das erzähle ich noch an dieser Episode. Geschichte von Transformers One ist ziemlich sehr erzählt. Das ist einfach die Origin Story. Denn Megatron und den Optimus Prime waren best Kollegen. Sie waren schon bald Brüder, hätte ich könnte sagen. Und irgendwann sind die zwei dann zerstritten. Und dann, ja, wenn wir die Ausgangssituation, wenn wir sie alle gut wohl kennen. Oder die meisten wohl Werte kennen. Nun muss ich natürlich so ehrlich sein, also in seiner Origin Story kann auch noch anders gehen. Ne? Natürlich so Erzfeinde, so etwas an einer Origin Story zu verpassen, kann mal gern schief gehen. Transformers One geht aber nur hier ganz neue Weh und geht nicht mehr an die Live-Action-Sachen, mehr geht komplett an den animierten Bereich ran. Und das muss ich einfach nur so sagen, steht im Film extrem gut. Und insgesamt steht im Film auch extrem gut, dass wir endlich kein Menschen mehr dran sind, mit dass es tatsächlich einfach schüss nach einem Transformers geht. Das war den doch eigentlich will gesehen. Wann in den Transformers-Film gucken geht, da will ihn einfach Transformers gesehen und da will ihn Transformers Action gesehen. Und tatsächlich hat auch die Story hier relativ viel zu bieten. Den Asian Twist, den ihn da schon relativ frei kommen gesagt, wird dann auch irgendwann abgedeckt und trotzdem muss ich aber da sagen, dass das nicht den Ancient Twist bleibt. Das heißt, das war den do schon so kommen gesagt, als so vier Boote für Sachen an der Geschichte, die nachher so werden passieren, an die tatsächlich auch noch öfters überraschen werden. Die Story kann hier absolut glänzen, kann ihn permanent bei der Stange halten und erhält ihn nonstop. Dann hat der ganz einen gewissen Humor. Leider muss ich stoßen und hat den Humor nicht ganz mein Humor getroffen, aber trotzdem bricht das Ganze aus dem Ganzen nicht so raus. Den Humor geht dem ganzen Film auch nicht schlecht. Das war nicht ganz mein Humor, aber mein Gott. Du gehst schon Schlimmeres. Du wenn da, ja, den Finalen der Bumblebee, den ist halt schon wirklich, das ist schon so richtig Comic Relief, das muss ich schon sagen. Und ich denke, die soll einem auch ein bisschen auf den Nerv gehen. Das ist wahrscheinlich schon Sinn und Zweck davon. Optisch, wie gesagt, ist der Film ein absolut Bomb und kann wirklich überzeugen. Mit wirklich bombastischer Action, wirklich fantastisch, möchte der Film einfach nehmen Spaß. Und tatsächlich funktioniert die Origin Story auch ganz gut. Also den Werdegang wie dem Megatron dann zum Basic, dann Optimus, dann eben zum Prime, das ist ganz logisch durchgestaltet, das macht absolut Sinn und das ist auch absolut nachvollziehbar. Das ist faszinierend zu sehen, wie sich die zwei Lagern abspecken, aber wie absolut sinnvoll die zwei Lagere sind und wie noch die zwei verstehen kann. Das ist wirklich auf den Punkt gelungen. Auch Synchronsprecher natürlich noch hier am Englischen, auf Deutsch schon nicht gesehen. Mit Synchronsprecher am Englischen können auch hier überzeugen und gehen alle Charakter der richtige Charme macht. Transformers One ist da weiter ein Film, den die wenig Leute aktuell im Schirm haben, weil auch irgendwie das Marketing fern zu wünschen übrig lässt. Du merkst dir nicht ganz viel, dass der Film am Kino ist. Du kannst ruhig ein bisschen mehr Klamm gemacht gehen, weil das ist tatsächlich Transformers, wenn man in die Richtung weitergehen, kann das richtig unterhaltsam gehen und uns noch richtig flott Filme bringen an Hasbro bringt und man das Franchise auf der Kinoleinwand muss man richtig zum Strahlen. Für allem eben wie gesagt, weil man auch im Moment kein Mensch nur mehr den Fokus auf den Transformers legt, ob Filmsänger stärkt und da das doch auch schon mal etwas. Viel mehr geht es dann dort zu Transformers eigentlich auch nicht zu sagen, bist du Robert, dass ich du wirklich eine absolute Empfehlung ausschwätzen kann, a wirklich schöne runde Film gehen aus. Also du kann ich wirklich nicht meckern. Für allem am Animationsbereich ist das schon das ja von denen matt beste Filme, die ich so gesehen habe. Du ging mich aber interessieren, wie ihr der Film so gefallen hat, wenn dir davon erhält, wenn eure Lieblings-Transformers-Filme so ob der mit der ganzen Reihe nach nie so fängt kann ich auch absolut nur vollziehen. Und an dem Sinn ging so verabschieden ich mich, wünsche ich noch ganz viel Spaß am Kino mit Transformers One. Ciao!